Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal die Pressekonferenz nach dem Spiel beim FC Augsburg. Und da gehen wir mal rein in den Bums. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern. Endstand 2:3. Begrüße. Übrigens, ich habe 2:3 getippt, Leute. Ich wollte es nochmal sagen. Beide Trainer, Thomas Tuchel und Jes Torup, und euch natürlich, liebe Kollegen, auch ganz herzlich. Thomas, Glückwunsch zum Sieg. Deine Worte zum Spiel, bitte. Danke, ja, wir freuen uns natürlich über das Ergebnis und wir wussten, dass wir ein bisschen ungewöhnliche Aufstellung heute haben zusammen mit unseren Verletzten, und wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird in Augsburg. Naja, die einzig ungewöhnliche Aufstellung war Guerrero als rechter Verteidiger. Alles andere war da gespielt, wo es immer spielt. Also. Ergebnisse gegen die Top 6 bisher sind klar gewesen. Es war nur Leverkusen, die vor kurzem in der Nachspielzeit gewonnen haben. Ansonsten haben sie überhaupt gar nicht verloren gegen die Top 6 und deshalb. Ja, schön die Statistiken wälzen. Ne? Aber deswegen auch so große Fresse gehabt in der PK vorm Spiel. Ne? Wussten wir schon, was uns erwartet. Die Grundordnung ist kompliziert, weil immer zwei Stürmer, immer 1 bis 2 Zehner in der Mitte durchlaufen. Dann musste wir wussten, dass wir dann die ganze Fleißarbeit und auch sogenannte Drecksarbeit, körperliche Zweikämpfe und so weiter annehmen müssen, um dann erst auch unseren Rhythmus zu finden. Wir haben am Anfang ein bisschen Glück gehabt, wenn wir nicht so gut ins Spiel gekommen sind, dann war es besser. Gute Antwort gezeigt auf den 2-1 Anschlusstreffer mit dem 3-1, hatten dann viele Kontermöglichkeiten. Ja, da muss man aber auch sagen, da war natürlich auch ein bisschen glücklich, ne? Dass er den Ball da dann den Musiala wegspitzelt. Okay, natürlich, vielleicht hätte Musiala sonst reingemacht oder hätten auch noch quergelegt. Aber hätte dann quergelegt, wäre abseits gewesen. Also von daher hätte er dann schon reinmachen müssen. Der Tor stand direkt vorm Torwart. Also es war schon glücklich, das Ding. Konnten das 4. Tor nicht machen und am Ende, klar, wurde es nochmal turbulent mit Elfmeter gehalten, nochmal Elfmeter. Aber extrem wichtige 3 Punkte. Kompliment an Augsburg für ein gutes Spiel. War ein bisschen glücklicher heute und ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung und der Leistung meiner Mannschaft. Ja. Wenn wir es übersetzen wollen, sagt er das, was ich in meiner Spielanalyse auch gesagt habe, denke ich. Ein bisschen glücklich, ja, gehe ich mit. Aber nochmal, man hatte heute wenigstens das Gefühl, oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass heute mal eine Mannschaft bei uns auf dem Feld stand. Und das war wichtig. Danke dir. Yes, deine Worte. Danke. Erstmal Glückwunsch zu meinen Kollegen mit den 3 Punkten. Mein Kollegen, du weißt schon, dass der Name hatte neben dir. Ich glaube, heute hat das Glück bei uns ein bisschen gefehlt. Ich glaube, wir sind von Anfang an, haben wir das sehr gut gemacht, den Gegner unter Druck. Gute Chancen erarbeitet, viele 50-50-Situationen, die waren nicht mit uns heute. Ich glaube, man braucht Hat er recht, ja. auch ein bisschen Glück, wenn man gegen so einen starken Gegner wie bei München spielt, um Punkte zu holen, haben wir heute Ja, auf dem Papier sind wir ein super starker Gegner, ja, da stimme ich dir zu. leider nicht. Aber was ich jetzt zu meiner Mannschaft gesagt ist, dass wie die jetzt in Charakter und Moral gezeigt, bis Ende eben, wir waren 1-3 hinten, haben wir immer versucht, hier Punkte zu holen, haben alles versucht und die Möglichkeit. Ja, das stimmt. Das zweite Halbzeit war Augsburg auf jeden Fall richtig drin im Spiel. So erste Halbzeit, so nach dem Tor hat man den Stecker gezogen. Habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, ich glaube, da wäre auch noch mehr drin gewesen gegen uns. Aber zum Glück war es nicht so und ja. War auch da. Leider haben wir heute keine Punkte geholt, aber ich freue mich wirklich auf die Leistung von meiner Mannschaft. Danke. Danke, Yes. Kommen wir zu euren Fragen. Hier vorne Torben Hoffmann für Sky. Herr Tuchel. Thomas, Kingsley Coman konnte gar nicht auftreten, hat hier auf Krücken die Katakomben verlassen. Ja. Gibt es da schon von den Ärzten eine annähernde Prognose bei Kreuzbandriss? Nee, er ist morgen wieder dabei.
Aber was soll es da jetzt für eine Prognose geben, wenn er gerade selber sagt, er hat auf Krücken und kann sich gar nicht belasten? Der muss ja erstmal zum Doc, Alter. Verletzungen, irgend sowas, Schublade, gibt es da Tests, die man machen kann? Also inwieweit gab es da Austausch mit den Ärzten und wie lange glaubst du, kann die Geschichte dauern bei King? Das ist jetzt komplette Spekulation, wir brauchen natürliche Bilder. Wer hätte das gesagt? Wer hätte das gedacht, dass man da erstmal eine Untersuchung machen muss, damit man da nicht spekulieren muss? Punkt. Mehr brauchst du nicht beantworten. Wir können dann morgen eine klare Prognose geben, aber Mann. wir befürchten eine Bänderverletzung, muss jetzt nicht zwingend das Kreuzband sein, kann auch das Innenband sein. Naja, sind wir ehrlich, die Leistung, die Coman gezeigt hat, die letzten Wochen, Alter, ist es sportlich kein Verlust, ey. Natürlich tut's mir leid für den King, brauchen wir nicht drüber reden, für alle, die immer verletzt sind. Das wünscht man keinen, aber sportlich gesehen, Alter, ist es jetzt kein Verlust, sag ich euch, wie es ist, ey. Tut mir leid auch, dass ich das sagen muss, aber es ist einfach so. Ja, na klar, wenn jetzt der Tell spielt oder Müller noch und dann verletzt sich nochmal einer, dann haben wir bald gar keine Spieler mehr, das ist richtig. Aber sportlich gesehen war Coman bisher leider sehr enttäuschend, Alter. Ich weiß auch nicht, was mit dem King los ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es vom Kopf her einfach, vielleicht braucht er einfach jetzt eine Pause. Natürlich scheiße durch eine Verletzung, ja. Vielleicht hätte der Trainer ihn vielleicht einfach mal runternehmen sollen, ja, einfach mal so zur Erdung. Ich weiß nicht, ob sowas dann immer eine Rolle spielt, auch bei Verletzungen, will ich gar nicht unterstellen oder sowas. Aber vielleicht tut's ihm einfach mal gut. Mal ein bisschen abschalten und mal wieder ein bisschen klar werden im Kopf und vielleicht kommt er dann umso stärker zurück, das wäre schön. Aber das ist jetzt alles Spekulation, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, musste sofort runter, das ist extrem schmerzhaft und scheint uns eine ganze Weile zu fehlen. Naja, wenn es extrem schmerzhaft ist und man gar nicht auftreten kann, aber gut, da sind natürlich die Leute, die ihn da direkt behandeln, natürlich, werden das schon ausschließen können, aber ich kann mich dran erinnern, ich habe halt auch mal so eine Bänderdehnung gehabt, da ging halt auch gar nichts. Ja, das waren Schmerzen, als wäre der Knöchel gebrochen, Alter. Wurde ich auch mit dem Krankenwagen vom Feld direkt abgeholt und wild und ja, 2 Wochen später war wieder alles gut. Also von daher immer mal abwarten, ne? Dominik Mesch, Presse Augsburg. Jetzt habt ihr gegen beide Top-Teams hier zu Hause ganz knapp verloren. Letztens dann in Gladbach den Auswärtssieg. Was nimmt man da jetzt Positives aus dem Bayern-Spiel für Bochum mit? Ja, was nimmt man da Positives mit, Alter? Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Was nimmst du da Positives mit? Was ist das wieder für eine Frage, Alter? Ist ja wohl klar, was man Positives mitnimmt. Das ist eine gute Frage hier. Eine halbe Stunde nach dem Spiel, wie ich jetzt gesagt habe, ich habe ein Gefühl, dass wir von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel uns immer verbessern. Den einzelnen Spieler, die Mannschaft. Das wäre schön, wenn wir das auch mal sagen könnten. Jeder einzelne Spieler, die Mannschaft. Ich meine, wenigstens war es jetzt mal eine geschlossene Mannschaftsleistung. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht, dass wir darauf jetzt ein bisschen aufbauen, aber das wäre schön, wenn wir sowas auch mal sagen könnten bei uns. Die Anpassung, wie jetzt gemacht nach den Weihnachten, Silvester. Ich habe immer ein Gefühl, dass wir... Das würde ich auch mal gerne hören, wenn wir sowas sagen könnten. Die Anpassungen, die ich gemacht habe, haben gefruchtet. Ich glaube, so eine Aussage werden wir vom Tuchel leider niemals hören. Spiel besser Fußball, nicht nur gegen, aber auch mit dem Ball. Hat auch teilweise das Spiel Bayern unter Druck gesetzt. Ich habe ein gutes Gefühl, obwohl heute habe ich keine Punkte und jetzt müssen wir versuchen, das Positive mitzunehmen zum nächsten Spiel und nur Fokus auf das nächste Spiel und da habe ich ein gutes Gefühl. Zum 3:1, wie hast du die Situation gesehen? Konntest du es schon im Fernsehen mal anschauen? Die Abwehrsituation mit Jakic und so weiter? Ja, habe ich gesehen im Fernsehen. Am besten sage ich nicht so viel. Was ich sagen kann, da gibt es heute viel 50-50-Situationen, die haben leider heute nicht unser Weg gegangen und das ist nicht gegen den Schiedsrichter. Naja, die 50-50-Situation mit dem Elfer bei Neuer ist ja schon Richtung Augsburg gegangen, aber ansonsten hat er natürlich recht, mit dem Abseits-Tor hat's angefangen, wo so viel Pech hatten, dass so knapp abseits war. Wie gesagt, bei diesen Situationen, Alter, halt das Bild 100. Sekunde eher an, dann ist es kein Abseits mehr und hin und her, da brauchen wir nicht überreden und das Ding halt war halt auch wild irgendwie, ne? Also
Ich gehe da schon mit, was er sagt. Ja, aber manchmal musst du auch ein bisschen Glück haben, wenn du Punkte gegen Bayern München, und da haben wir leider keine Glück heute. Keine weiteren Fragen? Doch. Johannes Graf, Augsburger Allgemeine. Yes, ganz kurze Frage zum Elfmeter von Sven Michel. Warst du selbst überrascht, dass er schießt und nicht Demirovic? Und die zweite anschließende Frage, wie wird denn bei euch entschieden, wer den Elfmeter schießt? Erstmal haben wir 3 Spieler auf dem Papier, die entschieden sich selbst auf dem Platz, wer schießt. Und die beiden haben miteinander kurz unterhalten und entschieden für Sven. Und da stehe ich dabei. Die müssen die auf dem Platz entschieden. Gut, wunderbar. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ihnen allen einen schönen Abend und unseren Gästen gute Heimfahrt. Es ist ja gut. Also erstmal, der Augsburger Trainer ist sehr sympathisch. Ich weiß ja, dass der Tuchel immer, oder dass wir es immer eilig haben, war. Aber kann man denn nicht den Anstand mal haben, mal 10 Sekunden da sitzen zu bleiben, bis der Pressesprecher das Ding wenigstens mal komplett da verabschiedet hat? Immer gleich dieses Aufspringen und Wegrennen, Alter, das ist, weiß ich nicht, ist für mich auch kein Zustand, sag ich euch, wie es ist. Naja, gut. Kurze Schmerze-Pressekonferenz. Ich habe genug gesagt zum Spiel. Guckt euch das andere Video an. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis Montagabend. Hier nochmal der Hinweis. Wer Bock hat, kann live dabei sein. 19:30 live im Stream. Tschüssi.